Servus. 2-Jahres-Jubiläum im Bayern-Stream, da steht dann wohl ne Vertragsverlängerung an. Servus. Danke für ein Visa. 24 Monate. 20 Monate am Stück. Naja, was ist da los? 4 Monate Pause. Ja, vielen Dank für deinen Resub und 2 Jahre. Yay! 2 Jahre stream ich schon? Alto Belly. Immer noch nicht mehr wie 5 Zuschauer. Was ist da los? Ja! Auf geht's, ab geht's. Ich mach mal ein bisschen leiser hier. Dreh ich mal kurz hier. Ah, okay. Ai, 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 ai. Ah. Vertragsverlängerung. Naja, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los, wa? Ist ja eh mehr so für die, die es auf YouTube eventuell schauen. Auf den Spruch gehe ich gar nicht drauf ein jetzt. Was ist halt los, ey. So, ich würde sagen, wir schauen mal direkt so ergebnissemäßig. Ja. Mal gut, hier. Hast dich ja gestern noch beschissen mit dem Unentschieden bei Gladbach. Ja. Ansonsten. Ja, dass Stuttgart in Berlin gewinnt. Ja. Mein Gott, den Unentschieden habe ich ja schon zugetraut, aber. Weiß auch nicht, was da wieder los ist bei der Hertha, also. Das war ja auch wieder dann ein Trauerspiel. Ja. Augsburg-Leipzig war klar, denke ich. Ich habe es ein bisschen knapper erwartet, aber 2-0 ist jetzt auch nicht so eindeutig. Wie gesagt, ich habe nichts gesehen von den Spielen. Ich mache das nur anhand der Ergebnisse. Aber damit konnte man näher rechnen. Freiburg-Bremen 1-1, ja. Freiburg ist halt im Moment auch nicht so konstant und Bremen ist ganz gut drauf. Von daher, ja, war es für mich ein Unentschieden-Spiel. Und hat ja geklappt. Hoffenheim-Dortmund, es ist halt wie immer. Ne? Ich meine, ich tippe schon extra nicht gegen Dortmund, aber selbst wenn ich mal ein verficktes Unentschieden tippe, gewinnt das alte Zeckenpack halt einfach. Ohne Scheiß, ich schwöre euch, hätte ich für Dortmund getippt, wäre es definitiv unentschieden ausgegangen, weil die hätten verloren. Also das könnt ihr euch rot ankreuzen. Das war das erste und letzte Mal, dass ich gegen Dortmund tippe oder unentschieden tippe, sei nicht spielen gegen uns. Sonst wird das nicht mehr vorkommen. Es ist einfach so. Ich wusste es vorher. Aber na, ich dachte mir, komm, die Statistik gibt's her. Hammer, oder? Ja, Mainz Leverkusen, klare Sache, aber wow, 1-0. War mega klar wahrscheinlich. Ja, Bielefeld Bayern war klar, war safe. Gestern hätten wir noch eigentlich höher ausführen können, die Geschichte. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, und Gladbach-Wolfsburg enttäuschend. Ja, ich meine, man kann es klar, den Wolfsburgern hätte man zutrauen können. Aber die waren jetzt auch nicht so gut drauf. Und die Gladbacher, ja, weiß ich auch nicht. Also Gladbach kannst du die Saison, denke ich, auch abhaken irgendwie. Also da wird auch nicht viel passieren. Wir können noch mal einen kurzen Blick auf die Tabelle schmeißen. Aber da ist natürlich jetzt, ja, denk mal so, die ersten 3 waren zu erwarten. Vielleicht nicht in der Reihenfolge, aber ansonsten war es zu erwarten. Frankfurt, Stuttgart, ja gut, Frankfurt kann ja sogar noch nachlegen heute, ne? Ja, ansonsten ist natürlich noch nicht viel Aussagekraft nach 4 Bundesligaspieltagen. Schalke letzter, ich habe heute auf Schalke getippt. Ich denke, die Schalker gewinnen heute gegen Union 2-1. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, wie gesagt, nichts groß Überraschendes, denke ich, außer vielleicht die Stuttgarter in Hertha. Den Rest hätte man auch so tippen können, erwarten können. So. Das mal so zum Bundesliga. Oder siehst das anders? Aber ich denke nicht, wa?
War alles erwartungsgemäß, denke ich. Ja, dann ändere das noch. Da hole ich doch wieder Nuller, ey. Was tippst du denn auch für Schalke? Was ist da los? Ja, die Schalke haben am Testspiel gewonnen, ne? Gegen Paderborn, glaube ich, war es, oder? 4-1 oder 5-1 unter der Woche. Von daher dachte ich mir, komm. Ist jetzt ein bisschen Euphorie, sage ich mal. Gut, wenn die Unioner direkt in den ersten 10 Minuten ein Tor machen, ja, dann glaube ich nicht, dass Schalke nochmal zurückkommt. Aber ansonsten denke ich schon, dass die Schalker das machen. Aber Unioner darf man natürlich auch nicht unterschätzen, ne? Die sind da gefestigt irgendwie. Naja, wir werden es sehen. Wer recht behält. Naja, ich würde sagen, wir hauen uns mal kurz ein paar Statistiken rein zum Spiel gegen Düren. Da müssen wir auch nichts groß zu sagen. Also 5. Liga gegen 1. Liga. Ich denke, die Düren haben es ganz gut gemacht, haben sich nicht nur hinten reingestellt. Ja, dass von uns jetzt nicht mehr drin war, wie passiert ist, denke ich mal, ist auch okay. Ja, also mit der Aufstellung, die wir gespielt haben, werden wir wohl nicht nochmal ein zweites Mal spielen. So wurden halt alle Neuen reingeschmissen, ein paar Junge und ja, der Müller dazu so ungefähr. Aber mein Gott. DFB-Pokal, also mir persönlich ist das eh wurscht. Wir können von mir aus im DFB-Pokal jedes Spiel nur 1-0 gewinnen. Ist mir völlig wurscht, Hauptsache wir kommen weiter. Ja. Ballbesitz 27-72, denke mal, was zu erwarten. Fouls 15-6, ja gut, dass die Dürener ein bisschen heißer waren. Dafür Zweikämpfe 40-60. Aber ich muss sagen, die Dürener haben es echt gut gemacht. Gerade auch am Anfang, so ich denke mal zweite Halbzeit, so nach 60 Minuten hast du gemerkt, so, dass da kein Dampf mehr ist, ne, bei den Dürener. Aber vorher haben sie es echt gut gemacht. Wie gesagt, haben sich auch nicht hinten reingestellt oder sowas, haben versucht, so ein bisschen auch mitzuspielen. Und ja, also hätten wir mit der Aufstellung vom Wochenende gespielt, wäre es mit Sicherheit anders ausgegangen. Aber so war es okay, denke ich. Schüsse insgesamt 8-21. Ja, ich denke, das sagt auch schon eine Menge aus. Auch wenn da nur einer aufs Tor war von Düren. Ja, aber musst du natürlich auch erstmal haben, ne? Als Fünftligist. Wir hatten 9 aufs Tor, Ecken 1-10, Flanken 8-9. Ja. Wie gesagt, was soll man da groß zu sagen? Ich denke, man sieht schon ganz gut daran, dass Musiala so neben Davis die meisten gewonnenen Zweikämpfe hat. Rocker, muss ich sagen, hat mir ganz gut gefallen. Dem Hansi wohl nicht so. Also ich habe ihn eigentlich stark gesehen. Hat den Ball gut verteilt. Man hat auch nie das Gefühl gehabt, so irgendwie, wenn du ihn anspielst und er wird angelaufen, dass er irgendwie nicht klarkommt oder sowas. Also echt Ruhe am Ball, echt gut verteilt. Und wie man sieht, zweikampfstark aber auch. Ja, wenn du Ballkontakte guckst, 113 Davis, da 96, also unser Außenverteidiger und dann halt Rocker 94. Ich denke, man hat seine Ansätze gesehen. Klar kann man das nicht als Maßstab nehmen gegen Fünftligisten, schon klar. Beim Saar, denke ich, hat man auch gesehen, was für eine Art Außenverteidiger er ist. Halt so ein bisschen was anderes wie der Pavard. Ein bisschen offensiver oder ein bisschen viel offensiver, denke ich. Mehr so Davis-mäßig, obwohl der Davis ja auch schon ein bisschen defensiver geworden ist. Gut. Ansonsten, ja, gefoult worden interessiert uns nicht wirklich. Schüsse insgesamt, der Choupo-Moting, Alter, ja, komm, bitte dich. Gegen Fünftligisten. Wie gesagt, der hätte auch noch locker 2 mehr machen können. Dass der Martinez da jetzt steht, verwundert mich ein bisschen. Wahrscheinlich seine komischen Kopfbälle nach der Ecke oder was. Keine Ahnung. Costa, ja, Costa hat man auch gesehen, so, ja, ist vielleicht so bei 70%, 60% Fitness, würde ich sagen. Ja, ich denke mal, wir wissen als Bayerner, was er kann, was er nicht kann. Er hat ein paar Ansätze gezeigt, mehr aber halt auch einfach noch nicht. Ja, und er ist auch keiner, der Tore schießt, ne? Er ist auch mehr so der Vorlagengeber, wie man auch sieht. Ja. Ansonsten, was willst du da groß sagen? Ne? Wie gesagt, waren 5 Ligist, die es gut gemacht haben, die keine Angst hatten, wie so mancher Bundesligist.
Der Schiri war natürlich wieder so ein bisschen unterste Kiste irgendwie. Dass er teilweise hat laufen lassen und dann wieder nicht. Und ach. Der war so ein bisschen verwirrt. Aber ansonsten denke ich, ja, wie gesagt, denke so, die Neuzugänge haben einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Und ja, mehr gibt es da nicht zu sagen zu dem Spiel. Gut. Knallen direkt durch. Ich fand, Döner hat mehr dagegen gehalten, wie mancher Bundesligist. Ja, ist richtig. Wir haben halt eher Stiefel durchgezogen. Obwohl ich sagen muss, wenn wir jetzt gerade zum Spiel gegen Bielefeld kommen, die Bielefelder spielen gepflegten Fußball, muss ich sagen. Also wenn man das nochmal so mit früher vergleicht, wo sie erste Liga gespielt haben, also Hut ab. Ich mag den Neuhaus zwar nicht, aber lässt da einen gepflegten Ball spielen, wie ich finde. Auch hinten raus, da hast du gut, haben natürlich gegen Bayern gespielt und wenn wir pressen, dann pressen wir, dann war der Ball irgendwann beim Torwart, der hat den Ball dann irgendwann lang geschlagen. Aber ansonsten haben die Bielefelder auch versucht, hinten erstmal rauszukombinieren. Fand ich auch sehr erfrischend, muss ich sagen. Dass sie ansonsten natürlich, wenn sie den Ball erobert haben, das mit einem langen Ball auf den Klos versucht haben, denke ich mal, war auch zu erwarten. Ansonsten, warte mal, ist der hier drauf? Bestimmt, ey. Hier, Dorn war das, glaube ich, ne? Dorn. Dorn war eine Granate, Alter. Also der hat mir gut gefallen. Ich denke, der ist für Höheres auch berufen. Ist ja irgendwie ausgeliehen von Eindhoven oder was. Aber der war echt so, der war agil, der war gut drauf, fand ich. Hat auch das Tor gemacht. Aber auch so vorher, so die Aktion, die er hatte, war schon echt gut. Ansonsten muss man natürlich sagen, es war eine klare Geschichte, ja. Also wir waren jetzt nie unter Bedrängnis oder dass es mal eng wurde oder sowas. Klar haben wir wieder so ein paar Phasen drin gehabt, aber das werden wir auch weiterhin erleben halt. Also ich denke, so war es schon, die erste Halbzeit war schon so das sicherste, was wir diese Saison oder bisher gesehen haben, denke ich. Von uns. Das souveränste sozusagen. Und Levi hat Bock. Müller hat auch Bock, wie es scheint. Und ja, das hat dann gereicht. Ja. Na gut, hauen wir uns erstmal die Statistiken rein. Ballbesitz 66%, ja. Na, wir haben im Moment selten mehr wie irgendwie knapp über 60. Zweikämpfe 50-50, das war erste Halbzeit noch ein bisschen anders. Und da waren wir, glaube ich, bei 60%. Zweite Halbzeit haben die Bielefelder da ein bisschen aufgeholt. Schüsse insgesamt 11-17, 5-9 aufs Tor. Ecken 6-10, Flanken 6-24. Ja. Was man immer so von den Statistiken halten mag. Gewonnene Zweikämpfe, Koman 6. Alter, keine Ahnung, wo die 6 Zweikämpfe waren, die habe ich absolut gar nicht gesehen. Also Koman war für mich definitiv der schlechteste Spieler bei uns auf dem Platz. Das war gar nichts, Alter. Ich weiß nicht, wo er die 6 Zweikämpfe gewonnen hat. Echt nicht, also. Nach vorne definitiv. Alter, er hat jeden Ball verstolpert, nicht einen Dribbling gewonnen da irgendwie. War richtig schlecht. Goretzka war richtig stark, genau Gegenteil würde ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. War der Antreiber weiter vorne. Und vor allen Dingen hat er immer viel nach hinten gearbeitet. Und auch da wichtige Bälle geholt. Alaba, ja, weiß ich nicht. Alaba war durchwachsen, sehr durchwachsen, fand ich. Nach vorne im Spielaufbau gut, wie immer, ja, keine Frage. Hinten, er war definitiv der Unsicherheitsfaktor. Ja. Er hat, wie ich schon im letzten Spiel sagte, oder beim letzten Nicht-Livestream, ja, für mich gehört der Hernandez da auf die Position. Ja, kannst den Alaba gerne wieder als linken Verteidiger hinstellen. Aber der Hernandez macht mir da einen viel sicheren Eindruck als der Alaba im Moment mittig. Klar ist der Alaba besser im Bälle verteilen, im Spielaufbau. Aber ansonsten ist er echt im Moment sehr wackelig, was das angeht hinten. Sehr, sehr wackelig. Süle hat mir ganz gut gefallen eigentlich. War souverän wie immer. Ja, man sieht auch eine Ballkontakte. Wenn man sieht, Süle, Alaba, Hernandez, ja. Ne? Die Aufbauspieler bei uns. Ja, das ist schon krass, alle drei, sag mal, Innenverteidiger.
Naja, gefoult worden, interessiert uns nicht wirklich. Schüsse insgesamt Levi 6, Müller 4, Tolisso 2. Tolisso war richtig stark. Also Tolisso war richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Hab ja letztes Mal noch so ein bisschen gemeckert gehabt, aber man merkt jetzt so, dass er wieder reinkommt. War richtig gut. Hat mir wirklich gut gefallen. Rote Karte. Ja, natürlich berechtigt rot, logisch. Ja, würde ich sagen, so 70% kannst du Martinez gut schreiben, ja. Also, der Pass war natürlich Katastrophe. Natürlich war er dann ungeschickt, natürlich so, ja. Erstmal hast du noch einen Neuer da. Hätte vielleicht so ein bisschen den Körper, gegen den Körper arbeiten können, anstatt sich auf den Boden zu legen und versuchen, den Ball irgendwie abzugerätschen. Wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, wie gesagt, bis dahin fand ich Tolisso richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen. Und ja, ist ein bisschen schade jetzt, ne? Dass er dann jetzt wahrscheinlich mindestens 2 Spiele nicht da sein wird. Ich denke mal nicht mehr wie 2, weil es war jetzt kein grobes Foul oder sowas. Aber ich weiß auch nicht, wie da die Regularien sind, die Saison. Ob es für klare Torschance vergelten mindestens 3 Spiele gibt oder so ein Scheiß. Weiß man ja nicht. Torschussvorlagen, Müller 3, Levi 3. Da muss ich sagen, hat mir der Levi sehr gut gefallen. Ja? Also Levi, hier, Knabri, wo ich Knabri lese, Alter. Knabri, Note 6. Ja, jetzt nicht gestern, am Mittwoch. Nee, Donnerstag. Note 6, Alter. War der schlecht? Junge. Ist wieder mein Hassbild Knabri, Alter. Nee, war gar nichts. Muss ich nochmal kurz einschieben. Aber Levi hat richtig Bock im Moment. Ja? Richtig Lauffreude, hat sich viel fallen lassen, viel auf Außen. Ja, genauso wie Müller halt quasi. Ich meine, bezeichnend war das, ich weiß gar nicht, 3. oder 4. Tor, wo halt der Levi mal, ansonsten wie es der Müller macht, reinflankt und der Müller in der Mitte steht und das Ding reinmacht. Also, die beiden hatten richtig Bock, richtig Spaß. Und sieht man ja auch, wenn man jetzt mal Statistiken gucken würde, der Levi ist Topscorer in der Bundesliga. Hat halt auch schon extrem viele Vorlagen diese Saison. Ja, von daher gibt es nichts zu meckern. Ne? Also aus meiner Sicht gibt es nichts zu meckern bei dem Spiel. Klar, waren wir so zwischendurch die Phasen gehabt, aber selbst bei der roten Karte und sowas, ja, du hast ja nie das Gefühl gehabt, so, da kommt noch mal irgendwas, weißt du? Wir haben den Ball an den eigenen Reihen gehalten und gut war. Und ich denke, wenn man dann gestern auch mal, Rico, moin, wenn man dann gestern auch mal gesehen hat, was dann noch auf der Bank saß, ja, denke ich, hat der Bratzo alles richtig gemacht mit den Transfers. Wir müssen uns da keine Sorgen machen, was das anbelangt, denke ich. Und wie ja dann auch so gesagt wurde von wegen den Transfers, ja, dann kriegen die Jungen keine Chance mehr und so was. Ja, ist ja auch Schwachsinn, wie man gesehen hat, ne? Misala hat gespielt, gestern auch wieder ein paar Minuten, davor hat er gespielt im Pokal. Also von daher. Nehmen wir ruhig mit der Pferde. Und wenn man gesehen hat, wie schlecht der Coman gestern war, das war so der abgefallen ist in meinen Augen. Also ich habe den Fernseher angeschrien ab der 60. Minute, dass er unbedingt wechseln soll. Und er hat den einfach nicht ausgewechselt, Alter. Boah, ich war kurz davor durchzudrehen. Wie gesagt, der hat nicht ein Dribbling gefühlt gewonnen nach vorne. Konnte sich nicht einmal durchsetzen. Ich habe nicht eine Vorlage gesehen von dem. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ja, er hatte Corona und so weiter, logisch. Ja. Muss das ja auch nicht überbewerten. Ich sage ja auch nicht, dass er schlecht ist. Aber gestern war er halt einfach schlecht. Ach, die Menge der Gegentore. Ja, wie gesagt, nimm den Alaba da raus, stell den Hernandez da mittig hin und dann ist die Sache gegessen. Ganz ehrlich. Dann hast du den Süde und den Hernandez da mittig stehen und alles ist schicki. Der Alaba ist halt defensiv im Moment ein Unsicherheitsfaktor. Das muss der Flick auch sehen. Er sieht das auch. Weiß nicht, wahrscheinlich will er ihm ein bisschen Zucker im Arsch blasen, damit er verlängert oder was. Keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn der Alaba unbedingt spielen lassen will, stell ihn auf eine linke Verteidigerposition. Also erstmal ist der Hernandez schlechter als der Alaba als Linksverteidiger. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Er ist halt einfach ein Innenverteidiger in meinen Augen. Weil er ist halt einfach auch ein Tacken zu langsam als Außenverteidiger. Obwohl er es gestern auch gut gemacht hat, ne? Muss man auch mal sagen. Heute mal über Handy. Windows zieht halt jetzt schon 10 Minuten Update. Das wird doch dauern, Rico. Was hatten wir letzte Saison extrem viel? Gegentore? Ach, wo lebst du denn, ey? Oder was meinst du?
Wir hatten noch nicht viele Gegentore letzte Saison. Naja, wie gesagt, ich sehe ihn Hernandez als Innenverteidiger. Neben Süle. Dann kannst du einen Alaba wieder als linken Verteidiger machen, ist ja kein Problem. Also, wie gesagt, mir gefällt der Hernandez gut im Moment, zweikampfstark. Gestern war er auch ein bisschen besser nach vorne hin, also da wird er auch langsam besser, aber ich sehe ihn halt verschenkt als Linksverteidiger, also da haben wir bessere. Meine Meinung halt, ne? Ich denke, als Innenverteidiger ist er schon gut und jetzt, wo er gespielt hat als Innenverteidiger, hat er auch gut aufgebaut. Ist jetzt so nicht, dass er es nicht kann, Alter. Also, naja, ich bin gespannt, wie die nächsten Spiele da angegangen werden. Aber ich denke mal gerade, man hat es auch gesehen, bei dem Gegentor, wie der Alaba da rumgeirrt ist, Alter, jetzt mal ehrlich. Also ich verstehe auch nicht, manchmal waren sogar beide Innenverteidiger der Süle und der Alaba auf einmal rechts außen, Alter. Und dann ist irgendwie was aus dem Mittelfeld hat sich fallen lassen, stand in der Innenverteidigung, also. Ich meine, wenn einer rausrückt, ein Innenverteidiger, ja, der Süle dann, weil er rechter Verteidiger, Innenverteidiger ist, dass er rausrückt, ist okay. Aber dass der Alaba dann noch mit rausrückt, Alter, habe ich auch nicht verstanden. Das war 2, 3 Mal, da haben wir halt auch echt, weiß ich nicht, ob das, wenn das taktisch so gewollt ist, ja, fand ich ein bisschen schwierig. In der Liga. Alter, jetzt ernsthaft? Bundesliga Abschlusstabelle. Alter, du findest ja alles, ne? Aber nicht immer einfach eine normale Tabelle, oder was? 32 Gegentore, Alter. 32 Gegentore in 34 Spielen ist viel, oder was? Was ist denn los mit dir? Hier. Also ich sehe keinen Verein, der weniger Gegentore hatte. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, hast du das gestern gesehen teilweise, wo der Alaba rumgerannt ist? Entweder stand er 2 Meter neben dem Süle, stand die fast auf dem Fuß. Oder war halt, im Niemandsland. Also für mich ist der Alaba der Unsicherheitsfaktor da hinten, ganz klar. Wie gesagt, ich würde es gerne mal sehen, oder wir haben es ja gesehen in manchen Spielen, wenn der Hernandez da gespielt hat, ne? Hernandez und Süle, denke ich, wenn die sich mal ein bisschen einspielen. Ist auch viel, Alter. 32 Gegentore, ey. Ja, gestern das Tor, ja, mein Gott. War vermeidbar, aber wir waren gestern sicher. Also wir waren gestern hinten eigentlich relativ sicher. Wie gesagt, der Alaba hatte ein paar Wackler drin, wie ich fand. Wenn du es jetzt hochrechnest mit 8 Gegentoren in 4 Spielen, dann kommen wir auf 64 Gegentore. Das ist natürlich, auf 68. Das ist natürlich dann eine andere Hausnummer. Aber da kannst du ja nicht von 32 von viel reden, ey. Wir hatten schon Saison mit 16. Ja, na sicher. Du bist fertig, Alter. Das glaubst du wohl selber nicht. Wir hatten mal wenig, ja, aber doch nicht 16, Alter. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss ja sagen, welches Jahr, dann guck ich durch, Alter. Ja, also früher wäre das ja noch herausragender. Früher sind ja mehr Tore gefallen. Aber ist doch schön, also ich finde es schöner, wenn ich so Spiele sehe, wie aktuell, wie wir spielen, halt einfach. So ein 4-3 gegen Hertha oder 4-1 gegen Bielefeld. Ist doch schöner, als wenn wir irgendwie so ein 1-0 sehen. Oder nicht? Also, man hat ein bisschen was zum Aufregen, ne? Ist doch schön. Und immer, wir haben auch in 4 Spielen 17 Tore geschossen, ne? Da kannst du auch mal 8 kassieren, Alter. Jetzt mal ehrlich. Was ist los? Mag halt, ach nee, alles gut. So wichtig ist er nicht. Wenn du 4 schießt, kannst du auch einkassieren, jetzt mal ehrlich. Lost Finn, moin. Klar musst du nicht immer 4-3 spielen wie gegen Hertha. Ja, keine Frage. Das war natürlich schon ein bisschen arg.
Aber du musst ja auch gucken, wie die Gegentore zustande gekommen sind. Ne? Also das war ja jetzt nicht so, dass es irgendwie... Das war ja meistens eine individuelle Geschichte. Also von daher mache ich mir da keine Sorgen. Das liegt halt einfach mit an der Müdigkeit, an der Belastung. Ich denke mal, das hat man gestern auch gesehen. Die waren auf jeden Fall frischer. Also man hat das schon gemerkt, dass sie unter der Woche da ein bisschen gewechselt haben. Von daher denke ich schon, mit dem Kader kriegen wir das gut gestemmt jetzt. Also das passt schon. Ich meine, das ist im Profifußball. Die können ja wohl alle 3 Tage spielen. Also. Ja, das 1-4 war halt auch, ja, komm. Also, wie gesagt, ich kreide das dem Alaba an. Wie der da. Klar, der Pavard dann zum Ende hin. Ja, hätte er sich auch besser verhalten können. Ja, keine Frage. Gerade weil er ja auch gelernter Innenverteidiger ist. Ja, gut. Aber vorher, ja, Trauerspiel halt. Aber hat er halt auch gut gemacht, ne? Ja, wie gesagt, mich stört das nicht. Wenn es 4-1 ist, 4-2, mein Gott. Wir hätten ja gestern auch noch 1, 2 mehr machen können. Immer noch ein bisschen Pech gehabt. Martinez noch am Pfosten geköpft. Da seinen Fehler fast wieder gut gemacht. Ich glaube, der Müller oder wer das war, hatte auch nochmal so einen halben Pfostenschuss da. 18, okay. ...18 sind keine 16. Ja, aber wie viele Tore haben wir da geschossen? Wir haben ja auch aber... Mein Gott. Das war dann aber auch so eine Saison, wo die Gegner sich alle immer nur hinten reingestellt haben, Alter. Ne? Doch, die 8. Ich hatte das irgendwo noch im Hirn, dass wir mal unter 20 waren, aber... Ist natürlich schon krass, 18 Gegentore. Ne? Ich weiß nicht, warum kein Sound kommt, Rico. Warte mal. Achso, weil ich hier gar keine Ellets drin habe. Im Lattenknaller, Alter. Natürlich schon legendär. Dann machen wir das jetzt mal eben live. Warte. Kopieren. Einfügen. Zack. Geil, ne? Ihr hättet mir auch nicht 18 geglaubt, die Clown Einschaltungszeichen Einschaltungszeichen. Einschaltungszeichen. Rico, erstmal angefallen, wie ich sag. 5 Monate. Woo! Alter, fällt mir schon der Ohrstöpsel raus. Ja, ich meine, wenn du gerade guckst und du siehst, dass es 18 Gegentore waren, hättest du auch gleich gucken können, wie viele da geschossen haben. Aber man muss auch sagen, ich denke, diese Saison ist einiges möglich. Aber ich denke, diese Saison kann der Levi die 40 machen. Weil die anderen Mannschaften sind das halt auch nicht so gewohnt, ne? Ich meine, ist ja auch ein... Oh, er ist schon gut, 98-18. Ist natürlich auch ein straffes Programm, ne, für die anderen Mannschaften. Wir sind ja doch schon ein bisschen mehr gewohnt wie andere, also. Wenn der Levi und Müller ja in jedem Spiel so Lust haben und wenn mehrere Mannschaften so spielen und sich nicht nur hinten einmauern, denke ich, geht ein bisschen was. Dann werden wir wahrscheinlich so auf 40, 50 Gegentore am Ende sein, aber ist doch wurscht. Ja, die hatte auch mal so ein komisches Ding, ne, der Hildebrand. Aber ich meine, das hätten wir doch nochmal geknackt gehabt, oder nicht? 140 Tore. Ich glaube, also ich denke schon, diese Saison die wird so komisch sein. Ich denke, da geht was. Ich guck mal jetzt. Die Rekorde der Bundesliga. Zack. Ja, mach doch fertig, aber.
Meister mit auch, werde ich nie vergessen. Scheiß Lautern, Alter. Tor ist größte Entfernung 83 Meter, Alter. Das wusste ich auch noch nicht. Erinnere ich mich immer an Klaus Augenthaler von der Mittellinie im Pokal, Alter. Bla bla bla. Meister Eigentore, ja gut. Trainer, gibt's hier nicht Spiele? Club. Eieiei. Nicht so viel Scheiß hier drin, aber dann nicht, was die wenigsten Gegentore waren, oder was? Meister Eigentor, ja. Meiste Minuten ohne... Ach, meiste Minuten war das mit Hildebrand. Ja, irgendwas war doch mit dem, ne? Meiste Saisonspiel 22 Mal zu 0, Alter. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, und hier hat er nochmal den... Den Hildebrand konnte ich auch nie leiden, Alter. Wenigste Gegentore in einer Saison. 2015-16 muss der FC Bayern nur 17 Gegentore hinnehmen. Was stand hier? 18? Was ist da los? Da müssen wir ja gleich mal gucken, was stimmt. 17 oder 18? Ja, ist Bundesliga.de. Die Bundesliga.com, okay. Können wir mal gucken hier. Wo habe ich das denn gerade gesehen, ey? Kommt man nicht irgendwo das Jahr hier eingeben? Abschlusstabelle. Ach hier. (18) 72:18. Alter, was ist denn los jetzt hier? 85:22. 93:19. Wo hast du denn 98:18 her, ey? Warte auf, wir gehen jetzt auf Bundesliga.de, Alter. Ja, es ist Bundesliga.com, so Statistiken. Also für Bundesliga.de ist das hier aber auch schwach, oder? Dass du hier nicht alte Tabellen angucken kannst? Komm, dann gehen wir zur Quelle. Transfermarkt.de. Ja, Transfermarkt.de ist eigentlich auch okay. Können auch mal ewige Tabelle suchen. Ligen und Wettbewerbe. Bundesliga. So. Was war das? 2015, 16. Gibt es noch eine Tabelle? 80:17. Alter, jede Seite hat andere Statistiken, oder was? Was ist denn jetzt los?
David gehört mal auf die Bank. Davis links, Hernandez innen. Dem tut der Gehalts nicht mehr. Das sehe ich genauso, Rico. Sind wir einer Meinung. Und wenn man ihn unbedingt Zucker in den Arsch blasen will, dann stell ihn als linken Verteidiger auf, Alter. Da kann er weniger Schaden anrichten, wie er auf Innenverteidigerposi. Aber sehe ich genauso. Er hat mich bisher, also, wie ich ja vorhin schon sagte, so im Aufbau, nach vorne hin, alles tutti. Aber nach hinten hin als Innenverteidiger, pff. Aber das werden wir jetzt Champions League sehen gegen Atletico, Alter. Die ist jetzt zwar auch nicht so die Offensivfeuerwerkmannschaft, aber... Also das war schon... Auch wie der Klose ihn gestern da 2-3 Mal abgekocht hat, Alter. Das war schon... Ja, es geht halt nicht als Innenverteidiger, weißt du? Mir fehlt so ja, so die Härte im Zweikampf, wie der Hernandez das hat, weißt du, als Innenverteidiger. Da musst du halt einfach auch einer sein, der ja hinlangt. So, das fehlt mir so ein bisschen beim Alaba im Moment. Nee, hier DFB stimmt, Alter. Wenn es über DFB verkehrt ist, dann das wäre ja ein Trauerspiel, also. Der hat sich verpokert, ich glaube nicht mehr daran. Der hat seinen Lebensstatus versaut, hätte einfach zum sehr guten Angebot. Ja, gut, jetzt wird er ja keine Wahl mehr haben, ne? Jetzt wird er ja wechseln. Also ich glaube nicht, dass er verlängern wird. Der wird wahrscheinlich nach der Juve gehen, die Juve ablösefrei, dann zahlen die ihm das, was er haben will, 25 Millionen gut ist. Also, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich glaube auch nicht mehr, dass er da bleiben wird. Wahrscheinlich würde er es gerne, aber ich glaube es auch nicht. Weil wir werden das Angebot nicht erhöhen. Warum auch? Jetzt mal ehrlich. Sehe ich auch keinen Grund drin. Wir haben Davis für links, wir haben Hernandez für Mitte. Zur Not kannst du den Hernandez nach links stellen, kannst ein paar War noch in die Mitte stellen. Also alles gut. Also. Muss das nicht übertreiben. Saison 12, 13. Wo guckst du denn? Guckst du übrigens auch beim DFB? Damit wir doch safe sind. Also Saison 12, 13 sehe ich 94 zu 23. Ach nee, ich bin mal 13. Okay. Ich habe zu schnell gescrollt. Ja. Ja, also wie gesagt, dfb.de ist ja wohl die seriöste Quelle, die es so gibt, oder nicht? Ja, habe ich ja in den letzten Talks schon gesagt. Ist halt ein Trauerspiel, so was der Alaba abzieht. Alter. Verstehe ich halt auch nicht, ne? Ich finde halt, er hat es auch nicht nötig, Alter. Kein Fußballer hat das nötig. Schon gar nicht in der jetzigen Zeit, Alter. Weißt du, das ist ja noch das Schlimmste eigentlich daran. Ich meine, er sieht ja selber, dass wir ohne Zuschauer spielen, jetzt mal ehrlich. Und dann stelle ich mich da hin und verlange 25 Millionen, Alter. Und dass ihr keinen Verein gefunden habt, der das zahlt, ja, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Wer soll das denn zahlen? Ja, die haben ja alle kein Geld im Moment. Guck dir Barca an, die haben alles ablösefrei gehen lassen, damit sie Gehalt sparen. Also, nein. Und er ist auf einer Innenverteidigerposition nicht so ein Kaliber, dass das Gehalt rechtfertigen würde. Das muss man auch ganz klar sagen. Er hat eine gute Halbserie als Innenverteidiger gespielt. Ja, na klar, logisch. Aber das rechtfertigt kein Gehalt von 25 Millionen, Alter. Wo kommen wir denn da hin? Ist kein Sergio Ramos, Alter? Psst, fällt mir echt... Boah, da könnte ich mich in Rage reden bei. Ja, das kannst du ja auch nicht vergleichen. Der Xavi ist ja auch... erstmal ein ganz anderer Typ. Obwohl das ja beim Alaba ja auch nicht kommt. Beim Alaba kommt das ja, was weiß ich, durch seinen komischen Berater oder sonst was. Aber der Javier ist ja auch im Herbst seiner Karriere, wie man so schön sagt. Ja, ist jetzt 33, 34 wird er. Lässt der Vertrag jetzt auslaufen, was ich gut finde. Ich denke, er wird ein paar Spiele machen diese Saison. Er kann den Rocker ein bisschen einführen und so. Und der ist halt so vom Typ her, denke ich, auch schon wichtig für uns. Was der Alaba aber auch ist, ne? Muss man auch sagen. Vom Typ her ist er für den Kader auch wichtig. Aber wir haben jetzt den Choupo geholt. Choupo-Moting. Ich muss sagen, wo ich mir die Pressekonferenz reingezogen habe, ist er mir ein bisschen sympathischer geworden. Ist halt auch einer, der da fürs Klima da ist, weißt du? Muss er halt auch mal machen, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Und er kann halt auch noch mal reingeworfen werden.
Ist doch alles gut. Juve wäscht so viel Geld, die machen das. Ey, die holen den definitiv. Ich habe ja auch schon gelesen, dass angeblich schon fix wäre. Das glaube ich noch nicht, aber... Aber Juve ist auch der einzige Club, der das machen kann. Und guck mal, Juve, die letzten Transfers haben sie immer so gehandhabt. Keine Ablöse und Gehälter bis zum Mond, Alter. So wie Schalke vor 4, 5 Jahren. Für Juve war es nur Sympathie. Auch ich fand Juve eigentlich immer ganz geil eigentlich. Ja, bei Xavi brauchen wir nicht reden, Alter. Ich finde das super. Ich hoffe, noch schöner wäre, wenn er bei uns die Karriere beendet. Aber ich denke, der wird nochmal irgendwo 1, 2 Jahre. Obwohl man weiß es nicht, wer weiß. Vielleicht hört er sogar auf. Wird man sehen. Aber ich freue mich auch, dass er da ist. Ich hoffe auch, dass er in der Winterpause nicht wechselt. Ja, das war schon mies, Alter. Das war richtig mies mit dem Berater. Gerade weil der Berater, wir kennen den ja, der war schon beim Levi ein Wichser, Alter. Er hat uns beim Levi schon nackt gemacht, ja. Nur waren die Zeichen ein bisschen anders. Ja, weil der Levi, es gab keine Alternative zum Levi. Das muss man sagen. Du hättest den Levi gehen lassen müssen. Du hättest aber für das Geld nie wieder dieses Kaliber gekriegt. Und jetzt möchte er beim Alaba dasselbe haben. Der hat aber nicht den Stellenwert, Alter. Vom Charakter, vom menschlichen her wahrscheinlich schon. Aber nicht vom spielerischen her. Nicht in dem aktuellen Kader. Das ist das Problem. Na? Und auch nicht jetzt, wie gesagt, man darf auch nicht die Situation vergessen. Jedes Spiel ohne Zuschauer machen wir Minus. Was hat der Watzke, habe ich vorhin noch gelesen, was hat der Watzke gesagt? Jedes Spiel, was Dortmund ohne Zuschauer bestreitet, ist minus 1 Mille. Bei denen. Ja, das wird bei uns nicht anders aussehen. Na? Von daher ist das ein Witz jetzt in dem so... Ey, ich meine, wir haben ihnen geboten 11 Millionen Grundgehalt plus 7 Millionen an Prämien. Sind 18 Millionen. Lass mal von den Prämien 5 safe sein, weil wir wahrscheinlich Meister werden. Und vielleicht einen Pokal gewinnen. Ja. Plus vielleicht irgendwelche Punktauflaufprämien, die er sowieso alle kriegen wird. Ja. Stehen da 16 Mille, Alter. Und da muss man... Nein, habe ich kein Verständnis für. Ich hätte ihn vom Hof gejagt, Alter. Echt. Der ist wie der Wagner, sehe ich auch so ein bisschen Stimmung machen. Positiv. Was, der Chupu? Der Chupu war super auf der Pressekonferenz, Alter. Ich fand den schon gut, ey. Ramsey, Can, Rabbit und nun zum Teil alle verscherbelt. Ja? Dann den haarsträubenden Pass zu Rocco gespielt hat. Rot war ja fast vorprogrammiert bei seiner Schnelligkeit. Ja, aber das war ja Martinez, ne? Lukas, hi. Oder was? Den Pass hat der Xavi gespielt. Aber wie gesagt, Tolisso war stark gestern. War richtig gut. Die rote Karte war halt echt ein bisschen, ja. War nicht wirklich unbedingt seine Schuld. So. Bei Levi stand es finanziell auch ganz anders. Ja, wie gesagt, Levi hat halt das Alleinstellungsmerkmal im Kader gehabt. Fertig. Naja, die brauchen sich aber auch keinen Kopf machen, geben 20, 30 Mille aus für Talente und machen das 10-fache. Hut ab. Läuft trotzdem bei denen. Bei Dortmund meinst du? Ja, aber was heißt keinen Kopf machen? Wenn du 100 Mille minus machst, machst du 100 Mille minus, genauso wie wir. Klar müssen die sich keinen Kopf machen. Die haben auch genug Geld eingenommen die letzten Jahre. Logisch, aber trotzdem. Du machst ja nicht gerne Minus, Alter. Naja, soll ja. Pascal von Javi. Ja, mein Gott. Wie gesagt, es gibt nichts zu meckern an dem Spiel gestern. Klar, die rote Karte hätten wir uns schenken können, aber
Tolisso war stark bis dahin. Javi hat das gespielt, was er kann. Gut, da war er noch nicht ganz auf dem Platz. Mein Gott. Er hat ja auch nicht gejammert, der Watzke. Er hat nur gesagt, dass ihr 1 Mille Minus macht und dass, wenn jetzt, weil auch die Politik gerade wieder so am Rummickeln ist am Fußball, wenn es jetzt nochmal abgebrochen wird, dass dann einige Vereine am Stock gehen, beziehungsweise ja, pleite sind. Aber das hat der Uli ja auch schon gesagt in der Rummenigge. Was der Watzke natürlich noch gesagt hat, der Favre stand nie zur Diskussion und steht auch nicht zur Diskussion. War das Lieblingsthema der Mara kurz aufrollen. Damit sie wieder was zum Nachdenken hat. Habe ich noch gelesen vorhin. Ja, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der Alaba wechseln wird. Wahrscheinlich zu Juve. Die werden ihm das zahlen für 2, 3 Jahre, das Geld, was er haben möchte. Ich glaube nämlich nicht, sonst müsste er ja echt irgendwie eine 180-Grad-Drehung machen, der Alaba. Müsste sagen so, ja, ich hau den Berater wieder weg und nehme die 17 Mille. Das glaube ich halt nicht. Aber wie gesagt, ich sehe es auch nicht als großen Verlust an. Also nicht spielerisch, habe ich aber auch schon vor 2 Wochen gesagt. Klar, wenn der Hernandez jetzt nicht irgendwie gar nicht reingefunden hätte bei uns, logisch, dann wäre es anders ausgesehen, aber so. Alles gut. Reisende soll man nicht aufhalten, wie man so schön sagt. Ich mag dich nicht mehr, kann ich ja nichts für. Gibt da nur wieder, was euer Obermufti wiedergegeben hat. Was habe ich noch gelesen irgendwie die Tage? Boah, wird ja dann auch weg sein. Ja, wird aber auch Zeit. Ja, in die Saison, ja, kannst du ihn immer noch zwischendurch bringen und so, aber dann ist auch gut. Aber ist doch gut. Guck mal, wir haben den Süle, wir haben den Hernandez. Das sind für mich schon mal so die beiden Top-Innenverteidiger. Dann hast du einen Pavard, den ich auch eher auf den Innenverteidiger sehe, obwohl er es gut gemacht hat als rechter Verteidiger. Aber den hast du auch noch. Und dann hast du ja noch unseren Nyungzu, oder wie er heißt. Ja, Upamecano wäre mega, aber der hat eine Ausstiegsklausel von 70 Mille. Also glaube ich nicht. Mann, nee, nicht Rüdiger, Alter. Rüdiger ist eine Wurst. Eine richtige Wurst, Alter. Ich verstehe auch gar nicht, dass er bei Chelsea so gesetzt war. Ich meine, hat er jetzt auch kein Spiel mehr gemacht da, ne? Sitzt ja auch noch auf der Bank. Tar fand ich vor 2 Jahren richtig gut. Müsste man halt sehen, ob er den nächsten Schritt macht bei uns. Ja. Also vor 2 Jahren hätte ich mir gewünscht, dass sie ihn geholt hätten, den Tar. Aber er müsste halt echt den nächsten Schritt machen. Den macht er aktuell nicht. Oder die letzten 2 Jahre hat er ihn nicht gemacht, den Leverkusen. Weil sonst wird er schon gar nicht mehr in Leverkusen spielen. Also Upamecano wäre mega, wird mega reinpassen, definitiv. Aber da sind natürlich auch andere Vereine dran, ne? Und ja, weiß ich nicht. Ob man da bereit ist, den Leipzigern so viel Geld in den Arsch zu schieben. Aber sehe ich auch nicht unbedingt als notwendig. Wie gesagt, du hast einen Süle. Ja. Klar, der ist immer noch nicht auf 100%. Hernandez ist auch noch nicht ganz auf 100. Aber das wird alles kommen. Ja. Und da muss er mal gucken, wie der junge Franzose einschlägt. Ja. Dann haben wir noch hier, wie heißt der? Den Richards haben wir auch noch dran. Ne? Also, man muss nicht immer da die 80 Meter rausschrauben. Jetzt mal ehrlich. Also, das ist eine Position, wo ich mir am wenigsten Sorgen mache bei uns im Kader. Innenverteidigung. Ja, ich sehe den Sancho nicht so bei uns. Dann eher den Haaland. Ja, wer kann sich das nicht vorstellen, zum aktuellen Champions League-Sieger zu gehen, Alter? Der ist so alt, der Kramaric. Musst ja immer auf nächste Saison gucken. Kannst ja nicht für nächste Saison für einen 29-Jährigen 40 Mille zahlen, Alter. Das kannst ja kein verkaufen. Ja, ist definitiv zu alt. Genau. Wenn du für einen 10er kriegst oder was, für 10 Meter hättest du sagen können, jo, kannst du als Backup nehmen. Aber so nicht. Wie gesagt, ich gehe davon aus, der Levi nächstes Jahr nochmal, also EM, dann nochmal ein Jahr und dann wird Levi durch sein, Alter.
Ich meine, gut, er ist ein drahtiger Typ, wer weiß. Vielleicht macht dann C. Roberto und spielt bis 38. Aber das wird natürlich so das Interessante werden, ne? Genauso Müller halt. Müller vielleicht noch 2 Jahre, dann ist auch Ende. Auf dem Niveau. Und der Levi genauso. Dann brauchst du natürlich irgendwie... Ja. Aber komm, das haben wir beim Ribéry in Rom auch gedacht, ne? Und wir haben es auch hingekriegt. Aber wie ich ja schon sagte, meine Prognose ist, dass vielleicht sogar der Haaland sagt, er bleibt sogar noch ein Jahr in Dortmund nächstes Jahr. Und dann danach snacken wir uns ihn. Ich bin gespannt. Ja, C. Roberto war eine Maschine, ja, definitiv, Alter. Nee, ich glaube, nächstes Jahr kann der schon wechseln mit der Ausstiegsklausel. Ich weiß es aber auch nicht. Ist auch wurscht, aber ich denke, da geht auch was. Ich meine, guck dir Menu an, Alter. Guck mal, wo die rumkrimpeln gerade in der Liga. Ist jetzt auch nichts mehr irgendwie. Ja, und Chelsea scheint ja irgendwie, ich meine, nach vorne sind sie jetzt hui. Chelsea irgendwie, Werner und Havertz haben ja zugeschlagen. Und dann kriegen sie trotzdem 3 Gegentore. Nach hinten ist da gar nichts irgendwie, ne? Das ist halt, wenn man nur nach vorne hin einkauft. Ja, C. Roberto war schon stabil. Von der war auch nie verletzt, Alter. Ne? Nie verletzt. So wie der Levi, Alter. Das ist das Gute beim Levi auch. Deswegen, vielleicht gehen noch 2 Jahre. Ne, der Rüdiger halte ich gar nichts von. Ich habe noch nie was von dem gehalten, Alter. Das ist eine absolute Wurst. Ganz ehrlich. Also der ist nicht Bayern-like. Ich weiß sowieso nicht, wie der überhaupt bei Chelsea landen konnte, Alter. Junge, Junge. Rüdiger. Nee, auch für die Breite nicht, Alter. Ganz ehrlich. Da kannst du besser den Richards oder sowas behalten. Ist doch alles gut. Ey, der Haaland ist eine Maschine, Alter. Der Haaland ist... ja. Ist ja nicht Levi sein Level, aber für das Alter, was er hat... Alter Belly. Ja, der wird auch Max das Jahr vielleicht noch mal... Wie gesagt, vielleicht bleibt er noch ein Jahr, aber ich glaube nicht. Schwer zu sagen. Aber spätestens dann ist er weg in Dortmund. Spätestens in 1,5 Jahren. Wäre schon geil, wenn er zu uns kommen würde. Ich würde das feiern. Ja, ansonsten mal schauen, ne? Lassen wir uns überraschen. Können wir noch mal gucken, was ansteht, so die nächste Zeit. Ja. Mittwoch. Eieiei. 21 Uhr, Alter. Ich habe Donnerstag Frühschicht. Und Donnerstag ist der erste Launchtag bei uns auf Arbeit. Oh, das kann ja was werden. Samstag, ey, endlich mal 15:30 Uhr. Woo! Das erste Mal in dieser Saison. Frankfurt. Könnte auch ein interessantes Spiel werden. Dann Lok Moskau, ja. Kölner. Ist ja auch nichts. Salzburg, dann Dortmund. Dann Bremen, dann Salzburg Rückspiel. Ja, knallt, ne? Spieletechnisch knallt's. Gut, jetzt haben wir 2 Spiele, wo wir mindestens 100% geben müssen. Dann haben wir 2 Spiele, wo wir ein bisschen so 80 geben können. Läuft. Er ist jung, der will Titel. Klar haut der bei uns bald ab. Ja, na sicher. Klar rockt er. Muss aber halt spielen. Naja, ich meine, Champions League könnte immer gewinnen, also. Nein, ihr habt es natürlich auch nicht einfach. Ne, die Dortmunder müssten halt einfach mal 2, 3 Jahre ihre Mannschaft behalten.
Ganz einfache Kiste. Ich meine, das haben sie dieses Jahr mit dem Sancho ja schon hingekriegt, obwohl ich da noch nicht sicher bin, was so Winterpause passiert. Ist halt so, was man will halt. Entweder nimmt man das Geld oder man sagt halt, nein und baut eine Mannschaft auf. Also ist ja nicht so, dass die Dortmunder keine gute Mannschaft haben. Ja, erstmal abwarten, ob der Alaba spielt. Also wie gesagt, ich mache mir keine Sorgen, wenn da ein Hernandez und ein Süle stehen. Gar keine Sorgen. Ja, na klar. Deswegen gehen die doch alle nach Dortmund, weil sie genau wissen, ja, Dortmund ist ein Verein, da gehe ich hin 2 Jahre, spiele auf hohem Niveau, kann mich weiterentwickeln, habe vielleicht sogar eine Chance, irgendwie mal einen Pokal zu gewinnen. Ja, und danach gehe ich zum Top-Club. Fertig. Aber es ist ja bei uns jetzt auch schon ein bisschen besser geworden durch den Davis. Da sieht man ja, dass es bei uns auch möglich ist. Ja, der wird richtig, also der wird... Ich meine, der ist ja wahrscheinlich auch schon 40, so wie der Jeboa, aber ist ja angeblich erst 16. Aber der ist ja nochmal 300% stärker wie der Haaland, Alter. Also das, ich glaube, der wird der werden, der... Ja, ich meine, gut, vielleicht hat er eine Verbundenheit zu Dortmund. Der ist ja jetzt lang genug da und so Jugend und sowas. Also... Ansonsten wird der, glaube ich, alle Ablösen sprengen in den nächsten Jahren. Also das ist eine Maschine, Alter. Was ich von dem so gesehen habe, gelesen habe. Der schießt ja alles kurz und klein, Alter. Ist so. Also. Hut ab. Und Deutscher. Ich weiß nicht, ist der eingebürgert oder was? Also geboren ist er definitiv nicht hier. Das ist Chuck Norris als Stürmer, definitiv, Alter. Na sichi. Naja gut, dann haben wir auf jeden Fall mal alles richtig gemacht, Alter. Den kannst du schon berufen für die Nationalmannschaft. Wir haben doch keine Stürmer. Da ist doch 16, darf er doch. Nee, aber das ist ja echt eine Maschine, Alter. Leck mich fett. Also der wird richtig für Furore sorgen. Wenn er sich nicht irgendwie verletzt oder sowas. Aber ist ja bei den afrikanischen Wurzeln eher unwahrscheinlicher. Die sind ja ein bisschen athletischer. Also der ist schon... Ja, der ist schon echt gut. Ich meine, wir haben auch so eine Granate in die Jugend. Aber halt nicht als Stürmer. Die ziehen ja nicht so die Aufmerksamkeit dann. Ne? Aber der, ja. Bin gespannt, der darf ja schon spielen jetzt, oder nicht? Hat er schon gespielt in der Bundesliga? Wäre mal interessant, wenn der Haaland jetzt mal irgendwie so eine kleine Verletzung hätte für 2 Wochen. Also jetzt nichts Ernstes, ich wünsche mir ja keinen. Weil den würde ich gerne mal sehen, Alter, in der Bundesliga. Ja, aber darfst doch mit 16 darfst du Bundesliga spielen. Ah, im November erst, okay. Na, das glaube ich. Wie gesagt, vielleicht hat der wird ja eine gewisse Verbundenheit haben. Er ist ja irgendwie Flüchtling gewesen oder was, oder nicht? Also ich denke schon, also. Der wird richtig knallen. Gönne ich aber den Dortmundern auch. Aber ich möchte nicht wissen, da ist sowieso schon jeder europäische Club, ist da schon irgendwie die Finger dran. 100 Pro, Alter. Da kannst du von ausgehen. Ja, aber ist doch schön. Sehen wir doch bestimmt dann dieses Jahr auch nochmal in der Bundesliga. Bin gespannt. Also so in den Jugendmannschaften hat er alles kurz und klein geschossen, Alter. Egal, wo der gespielt hat. Was ich gerade Transfermarkt-Link reinhaus, was ich halt krass fand, jetzt kam ja diese neue... Was hat er denn schon für Marktwert? Kam ja diese neue 11 der Welt raus von dem Marktwert her. Alphonso Davies hat einen Marktwert von 80 Millionen. Haben die einen Schuss, Alter?
Hä? 80 Millionen innerhalb von einem Jahr. Krank. Keine Spielberechtigung. Bis 20.11. Okay. Ja, aber siehst ja schon hier, U19, Bundesliga West, 1 Spiel, 3 Tore. DFB-Pokal-Union, 1 Spiel, 3 Tore. Ja, das ist eine Kanone, Alter. Ja, lächerlich, oder? Aber jetzt mal ernsthaft, lächerlich, Rico, Alter. Ich meine, klar, super, aber komm. Hä? Krass. Beim Kimmich, okay, da kann man es ja noch ein bisschen nachvollziehen. Das innerhalb von einem Jahr und das nur wahrscheinlich wegen seinem Solo gegen Barca, Alter. Ja gut, Ronaldo und Messi sind raus, ja. 85 hat der Kimmich, ja. Schon krank. Ist schon krank. Also beim Davis ist das wirklich krank. Ich meine, der muss ja erstmal die Saison bestätigen, weißt du, wie ich meine? Es hat immer gleich so gehypt ist, so nach einer guten Hinserie, Alter. Das war ja nur eine Halbserie quasi, als linker Verteidiger. Ja? Ja gut, er spielt ja jetzt auch nicht so, ne? Regelmäßig. Weil ja, wie gesagt, am Hernandez geht für mich im Moment nichts dran vorbei, ist so der stabilste in der Abwehr. Aber dann lässt der Flick ja, will ja irgendwie unbedingt den Alaba spielen lassen und von daher ist dann kein Platz für den Davis. Schon ein bisschen schade. Wie du sagtest vorhin schon, ja. Süle, Hernandez, Davis und rechts Pavard. Ja, Pavard ist auch noch ein bisschen platt, aber außer den neuen dahin und lass kommen. Levi 60 Mille. Ja. Sei diese Marktwerte, das ist. Ja, weil er halt auch schon zu alt ist, der Levi. Was hat der Haaland denn? Der hat doch bestimmt auch schon 60 Mille. Stimmt. Und was, wenn der Moukoko da schon einen stehen hätte, hätte der wahrscheinlich auch schon 50 Mille Marktwert. Weil er so jung ist. Krank, ey. Ja, das ist echt krank. Also die Marktwerte, auch dieser, ich weiß gar nicht mehr, wer war da im Tor, Alter? Die kannte ich noch nicht mal. Bei dieser Weltelf da. Sag mal. Transfermarkt, da ist auch immer. Lächerlich, ey. Dün, 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 dün. Ja, das war der Moukoko-Link. So, mal gucken. Ich hab das so irgendwo mit Davis und Kimmich neu dabei. Hier ist er doch. Sonst hätte ich diese ganze Kackwerbung da reinziehen. Das ist die wertvollste Elf der Welt. Oblak, Alter. Oblak. Oblak. Ja, Neymar und Mbappé war klar. De Bruyne ist auch schon krasser Marktwert, Alter. Aber De Bruyne ist auch eine Maschine, ey. Finde ich auch richtig, richtig gut. Ja, ja, Oblak. Was ist das? Atletico oder was? Oblak. Den hättest du schon vorher haben können. Vorher hättest du den haben können, schon den De Bruyne. Der hätte es noch für 35 gekriegt. Für was er da gewechselt war. Das war auch ein Trauerspiel, da gebe ich dir recht. Ich hätte den auch gern bei uns gesehen. Aber da hast du halt wieder den Faktor Müller, ne?
Der Müller schreddert sie alle. Ja, klar, dass sich in Wolfsburg gut entwickelt. Verdacht auf Kreuzband. Ja, mein Gott. So ist das im Fußballerleben. So ist das halt im Derby gegen Everton, Alter. Da knallt's halt. Ja. So ist das halt, ey. So, ich bin durch mit meinen Themen. Habt ihr noch was? Nee, aber ansonsten auf Neuverpflichtung vielleicht nochmal kurz, denke ich, ja. Haben wir alles richtig gemacht. Ne? Der gute rechte Verteidiger muss auch mal gucken, der sah. Mal schauen, muss er sich entwickeln. So, wie gesagt, mit dem Schupu da. Mein Gott. Costa finde ich auch okay. Vor allem das Witzige, dass ich gestern am Boden gelegt habe und das nicht gerafft hat. Da war mit Sicherheit gut was los in dem Derby, ja. Aber Everton ist immer noch Erster, Alter. Der Carlo zieht da durch. Ja, er hat das halt nicht gerafft, Alter, dass er halt, dass es schlecht ist, sich mit der Fresse da hinzulegen, wenn du den Ball da mitten in die Fresse kriegst. Oder in die Klöten halt, wäre halt schlecht. Deswegen sollte man sich mit dem Rücken hinlegen. Das hat er noch nicht ganz verstanden. Aber er muss ja selber lachen. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr einen Transfer stemmen werden, der irgendwie 70, 80 Mille hat. Und Chelsea wird davon nicht abrücken, es sei denn, er sitzt jetzt irgendwie die ganze Saison auf der Bank. Und wenn man mal ehrlich ist, Alter, ist er selber schuld. Ja, der Vertrag wäre ausgelaufen vom Hudson-Odoi und dann hätte er ja wechseln können nach uns. Er hätte ja nicht verlängern müssen. So, wenn er verlängert hat, ohne Ausstiegsklausel, ja, selbst schuld, Alter. Dann wollte er auch nicht zu uns, sind wir mal ehrlich. Oder? Ja, mein Gott. Angebot und Nachfrage, Alter. Ja, 70 Millionen ist ein Witz, Alter. Alles gut. Wie gesagt, ich mache mir auch da keine Sorgen. Wir haben Musala, wenn der sich ein bisschen weiterentwickelt diese Saison. Ja, warum willst du dann immer einen 19-Jährigen kaufen, Alter? Dann gib doch den 17-Jährigen da eine Saison, gib ihm dann vielleicht nochmal eine Halbserie, wo er sich entwickeln kann. Vielleicht macht er den Schritt. Und dann ist doch alles gut, Alter. Das ist 70 Mille gespart. Ja, jetzt spielt er ja nicht mehr. Sehr schön, dass er ihm Stammplatz geboten hat. Tja. Ja, aber wie gesagt, dann wollte er auch nicht wirklich zu uns, weil dann hätte er nicht verlängert, dann hätte er den Vertrag auslaufen lassen und wäre zu uns gewechselt, wäre gut gewesen. So, wollte er nicht, also alles gut. Er ist jetzt auch noch kein gestandener Spieler, weißt du, wie ich meine? Kannst du ja doch nicht 70 Millionen für zahlen, Alter. Wo kommen wir denn da hin? Und wenn du jetzt guckst, mein Gott, wir sind doch auch gut aufgestellt außen. Wenn der Gnabry mal Bock hat, ist er ja eine Kanone. So, Sané, lass den auch mal wieder richtig fit sein erstmal. Dann machst du ja auch keine Sorgen machen. Coman, ja, wenn er auch mal wieder richtig über längere Zeit mal fit ist und Bock hat. Und dann hast du Musala noch. Jetzt hast du noch den Costa, den kannst du vielleicht sogar nächstes Jahr nochmal für ein Apfel und ein Ei nochmal ausleihen von Juve oder ihn sogar dann kaufen für kleines Geld, wenn er denn gut spielt, den Söldner. Wenn er noch ein Jahr meint. Und dann ist doch alles gut, ey. Und hast halt noch einen jungen Musala hinten dran. Also alles gut. Ja, Kinsey ist ja jetzt auch nicht der Torschütze, ist ja mehr der Vorbereiter. Aber man merkt im Moment halt, dass ihm noch ein bisschen der Rhythmus fehlt. Aber es wird ja auch alles wiederkommen. Also da mache ich mir keine Sorgen. Problem ist halt, er ist auch halt oft so muskuläre Geschichten. Das wäre halt schön, wenn er da mal irgendwie so ein halbes Jahr Ruhe hätte. Wir werden sehen. Gut, ich bin durch.
Oh, was gibt es gleich Essen? Ich habe Hunger. Aber ich werde nach dem Essen wahrscheinlich nochmal einen Stream anschmeißen. Dann werden wir ein bisschen was zocken, denke ich. Klingt doch gut, das denke ich auch. Ich habe die ganze Woche nicht gezockt, Alter. Ich habe vorhin 2 Stunden gerade eben Medieval aufgenommen. Ansonsten habe ich die ganze Woche nicht gezockt. Was ist da los? Trauerspiel. So, bin weg. Ich denke mal grob gegen spätestens 3. Vielleicht auch ein bisschen eher. Wir werden sehen. Liegt nicht in meiner Hand. Lässt nach. Lasst ihr auch gleich nach. So, danke an euch, die da waren. Die bei YouTube da waren. Oder die jetzt noch gucken. Wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Anregungen habt, haut sie in die Kommentare. Und wer Bock hat, bis nächsten Sonntag, 12 Uhr.